Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 2. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Hast du gehört? Der Pantalone hat den goldigen Nussknacker vom Doge bekommen. Das ist so aufregend. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und ich habe auch schon eine Idee. Ah, ehrlich? Du wirst den goldigen Nussknacker klauen. Pantalone war gerade beim Abendmahl, als es wieder an der Tür klingelte. Colombina, könntest du bitte die Tür aufmachen? Si, Signore. Brighella, könntest du bitte? Herrgott, nicht schon wieder! Muss man dann alles selber in dem Haus machen? Pantalone wollte die Tür öffnen gehen, doch Tartaglia hatte bereits seine Aufgabe erledigt und Capitano und Sergente die Türe geöffnet. Ah, sehr gut, danke, Tartaglia. Capitano, kommen Sie nur rein. Capitano El Grande, wenn ich bitten darf. Wenn er bitten darf. Aber natürlich, El Grande. Habe ich schon fast vergessen. Was ist es denn, dass ich und Sergente für Sie sollen bewachen? Ja, was sind die? Der goldige Nussknacker? Was? Colombina schaute aus der Tür zum Nebenzimmer hervor. Arlecchino ließ sich vom Holzbalken, der über der Eingangstür war, wie eine Fledermaus herunterbaumeln. Ei! Jesus! Arlecchino, was machst du da oben? Ja, mich ablenken, damit ich den Nussknacker nicht teste, wie Sie gesagt haben. Da oben? Ja, mir ist nicht Besseres eingefallen. Aber jetzt mal ehrlich, sollen die beiden auf den goldigen Nussknacker aufpassen? Wieso? Ich, der Capitano de Spagna El Grande, wird doch wohl noch auf so ein Ding aufpassen. Er ist wie gemacht für den Job, Arlecchino. Nur schon der Mut, den er ausstrahlt, macht, dass ich mich sicher fühle. Ernsthaft? Ernsthaft. Und ich hab gedacht, er nimmt uns, weil wir es gratis machen. Psst, Sergente, das muss doch nicht jeder wissen. Kommt, meine Herren, folgen Sie mir. Und du, Arlecchino, geh mal zum Dottore rüber. Er hat wollen, dass du ihm bei einem Experiment hilfst. Jetzt? Ja, das wird dich ablenken. Los, dann jetzt. Si, Signore. Hopp. Ciao, Colombina. Ciao, Tartaglia. Arlecchino! Du hast deine Flöte vergessen. Oh. Danke. Ciao. Arlecchino, das ist die falsche Tür. Arlecchino landete direkt im Kanale. Wieso haben wir die Tür überhaupt? Arlecchino schwamm wütend zu Dottore rüber. Im Innenhof hatte Signore Pantalone den goldenen Nussknacker auf einen Marmorsockel aufstellen lassen. Wunderschön. Sehr stilvoll. Und sehr wertvoll. Ich will, dass ihr den Nussknacker mit eurem Leben beschützt. Es ist wichtig für die Allianz von Spanien und Venezia. Sehr wohl. Dann lasse ich jetzt mal euch eure Arbeit machen. Wenn ihr etwas braucht, wird euch Colombina gern aushelfen. Buonanotte! Gute Nacht, Signore. Sergente, haltig. Si, Capitano. Sie dürfen die erste Wache übernehmen. Oh, toll. Und dann grad die zweite. Aber. Was aber? Und was machen Sie in der Zwischenzeit? Ich mache, wichtige, gefährliche Schönheitsschlaf. Aber. Ich will doch das Herz von der Colombina erobern. Von der schönen Colombina. Und dafür brauche ich halt meinen Schönheitsschlaf. Ja, das kann mal eine Geschichte werden. Im Hause nebenan, bei Dottore, war Arlecchino inzwischen völlig durchnässt angekommen und klingelte an der Tür. Es ist offen. Ich bin oben im Labor. Dottore, Sie brauchen meine Hilfe? Ach, Arlecchino, ja. Aber sag mal, du bist ja völlig durchnässt. Ach,
Ich habe nur mal wieder die falsche Tür verwünscht. Oh, die Tür! Wieso hat Pantalone diese überhaupt? Früher haben wir mal eine Gondel gehabt, die von dieser Tür war. Mit der sind wir dann amigs zum Markt gefahren. Aber die ist kaputt gegangen. Seitdem macht die Tür überhaupt keinen Sinn mehr. Pantalone ist zu geizig, um eine Mauer vorne dran zu bauen oder sich eine neue Gondel zu kaufen. Typisch alter Geizhals. Nun, Alekino, währenddem du dich abtrocknest, kann ich dir ja mein neuestes Projekt erläutern. Cognito ergo sum, bla bla bla. Alekino trocknete sich ab und kam dann zu Dottore herüber. Und dafür brauche ich deine Flöte. Sorry, das ist mir jetzt schnell gegangen. Wieso brauchen Sie meine Flöte? Deine Flöte wird durch dieses Mittel unser Rattenproblem lösen. Ui, und wir? Ich tropfe etwas von diesem Gebräu auf deine Flöte und du wirst dann auf ihr spielen und so die Ratten befehligen können. Fantastisch, nicht wahr? Wenn's funktioniert, aber das dünkt mich eher nach Zauberei als nach Wissenschaft. Sind Sie jemand? Ein Zauberer, Dottore? Nein, Alekino, ich bin... Hex! Hilfe! Bist du wahnsinnig? Mit sowas macht man keine Scherze. Willst du etwa, dass ich unschuldig auf dem Scheiterhaufen lande? Ich lasse jetzt los, aber schrei nicht mehr. Okay, aber das dünkt mich schon nicht so ganz wissenschaftlich. Haben Sie das Mittel selber gemacht? Ich habe das Rezept aus einem alten Buch aus der verbotenen Abteilung der Bibliotheka. Wow! Okay, Sie sind also ein super Zauberhexenlehrling. Arlecchino! Ja, ich bin ja schon ruhig. Schauen Sie da haben Sie meine Flöte. So, es müssen genau 5 Tropfen sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Ein kleines Erdbeben schüttete ganz Venezia durch, so dass Dottore aus Versehen einen 6. Tropfen auf die Flöte fallen ließ und einen 7. auf Alekino, der diesen versuchte von der Flöte abzufangen. Durch das Erdbeben stürzten 2 Flaschen mit Chemikalien auf Alekino. Oh nein! Im ganzen Krach flog die Flöte aus dem Fenster in eine Seitengasse. Alekino! Alekino! Ende von Kapitel 2. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.